Thema von heute Morgen, Jesus und der Tod. Ich habe mich gefragt, wer würde wegen dem Titel heute in die Predigt kommen? Vielleicht so ein bisschen Leute mit einem Gothic-Style oder Death Metal, ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall, wir werden sehen, es ist eine Botschaft von der Hoffnung. Botschaft, die zu tun hat mit uns allen. Warum? Weil es vermutlich das Einzige, was wir als Menschen nicht im Griff haben, das ist der Tod. Trotz der Medizin, trotz guter Ernährung, keiner entflieht dem Tod. Der Tod wird jeden treffen und jeder Mensch von uns hat vielleicht schon Situationen gehabt, wo wir Todesängste hatten, wo wir Befürchtungen hatten, wo uns Sorgen bis hin zu, wo es ans Leben gegangen ist, irgendwo getroffen haben. Und in die Ängste, in die Situationen, die Nöte, spricht wirklich auch Gott mit seinem Wort hinein. Und der Paulus sagt da am Schluss vom Korintherbrief Folgendes: Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde, dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am 3. Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. 3 entscheidende Sachen über das Leben von Jesus. Er ist gestorben, er ist begraben und er ist auferstanden. Und dann geht er weiter im Text und er sagt, hey, das hat etwas zu tun mit uns. Im Vers 52 sagt er, beim Klang der Posaune werden die Toten mit einem unvergänglichen Körper auferstehen und wir Lebenden, wenn in dem Moment, wer denn am Leben ist, werden verwandelt werden, sodass wir nie mehr sterben. Und dann sagt er ganz am Schluss, wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde. Setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Ich möchte noch mal kurz beten und bitten auch, einfach, dass Gott und sein Geist jedem Einzelnen, der da ist, auch helfen kann, Gottes Wort so zu verstehen für sein Leben, wie er es braucht und wie es Gott auch möchte, dass du es in deinem Leben kannst anwenden und auch umsetzen. Ja, Jesus, ich danke dir, dass wir in den letzten Vers vom 1. Korintherbrief auf das Wesentlichste hingewiesen werden. Du bist gestorben für unsere Schuld. Danke vielmals. Und du bist ins Grab gegangen, wie jeder, der beerdigt wird. Und du bist aber nicht dort geblieben, sondern du bist auferstanden. Und ich danke dir, dass die Botschaft von der Auferstehung, Jesus, deine Auferstehung, dass die unser ganzes Leben kann prägen, kann verändern und unserem Leben eine komplett andere Perspektive geben für alles, was in unserem Leben läuft. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du jedem Einzelnen, der da ist, so kannst zu Hilfe kommen, im Hören, im Verstehen, wie es jeder Einzelne braucht. Ich danke dir. Du bist da, Jesus. Amen. Ja, ich hatte so den Eindruck, als ich den Text gelesen habe, dass das auch ein Text ist, der in unserer heutigen Zeit ganz, ganz eine neue Relevanz und Bedeutung hat. Die grösste Bedrohung für den Menschen in der heutigen Zeit nach wie vor ist der Tod. Und da sagt uns die Bibel, Jesus hat den Tod überwunden. Er ist der Sieger. Jesus ist die Auferstehung. Er ist das Leben. Und weil er auferstanden ist, können Christen komplett anders in die Zukunft schauen. Eigentlich muss man sagen, jeder Christ kann völlig entspannt in die Zukunft schauen, weil er weiss, es kommt gut. Jesus ist auferstanden und wegen ihm werden auch wir auferstehen. Und wir können eigentlich gerade in unserer heutigen Zeit so einen Kontrapunkt setzen, auch in den Diskussionen, die die Menschen führen. Lasst uns den Text ein bisschen runterbrechen auf unsere Zeit aber noch. Man sagt, wir leben heute in einer Multikrise. Der Tod ist weltweit. Und wenn wir es ein bisschen genauer anschauen und wir reden mit Leuten aus Politik und Wissenschaft, dann stellen wir fest, wir haben seit dem Zweiten Weltkrieg nie mehr so eine Bedrohungslage auf dieser Welt gehabt. Und ich würde fast gerne die Diskussion eröffnen heute Morgen und fragen, hey, was denkst du, was ist wahrscheinlicher, dass es einen 3. Weltkrieg gibt oder dass der Frieden auf dieser Welt ausbricht? Eins wissen wir, die grossen Herrscher von dieser Welt
ein Wladimir Putin, ein Donald Trump, ein Xi Jinping halten die Welt in Atem. Keiner weiß, was morgen kommt. Und wir erleben nicht nur eine wirtschaftliche Bedrohung, sondern auch eine militärische Bedrohung. Drohnen haben die Kriegsführung komplett fundamental verändert und die allermeisten Länder sind nicht bereit, darauf zu reagieren, inklusive unserer Schweiz. Also sind nicht die einzigen Bedrohungen. Wir erleben auch religiöse Bedrohungen. Wer sich in unserem Land zu Jesus stellt, zu biblischen Werten stellt, der erlebt alles andere als Rede- und Meinungsfreiheit. Viele werden gecancelt, dafür machen woke Ideen vor. Und wer sich heute zu Jesus stellt, braucht echt Mut. Auch Israel steht jede Woche im Fokus von dieser Welt. Aggression von der Großteil der arabischen Staaten, die Krise in Gaza, die Auseinandersetzung mit der Hamas. Und wir wollen nicht dort stehen bleiben, sondern wir wollen heute Morgen einander auch zurufen und sagen, überall dem steht die Botschaft, dass Jesus den Sieg hat über den Tod und damit über jede Bedrohung, die es gibt auf dieser Welt. Und die Frage ist aber, wie sollen wir uns in unserer heutigen Zeit, in diesen Bedrohungen, wo wir drinnen leben, wie sollen wir mit dem umgehen? Und ganz besonders, wie sollen Christen mit dem umgehen? Und ich werde zuerst einmal darüber reden, was die Bibel sagt über den Umgang mit den Herrschern in dieser Welt. Ich stelle fest, auch in christlichen Lagern, dass immer mehr weltweit eine Tendenz da ist zum Lästern über Regierungen. Aber schaut, Gottes Wort in Römer 13 sagt, alle Regierungen haben ihre Vollmacht von Gott. Das heißt in anderen Worten, Gott hat die Herrscher von dieser Welt nicht nur zugelassen, sondern er hat sie eingesetzt. Das heißt nicht, dass sie immer so handeln, wie es Gott gefällt und Gott will. Aber es heißt, dass letztem Endes Gott die Fäden von dieser Weltgeschichte in seinen Händen haltet. Dass Gott souverän ist. In Daniel 2 sagt der weise alte Daniel, Gott setzt Könige ab und er setzt andere als Könige ein. Dock, dock. Denken wir ans Alte Testament, 2.000 bis 3.000 Jahre her, was dort auch schon gesagt worden ist, über Herrscher, über Bedrücker, auch von den damaligen Israeliten. Und er redet da Gott zu Mose wegen dem Pharao und sagt, jetzt sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde, sprach der Herr zu Mose. Ich werde ihn mit meiner mächtigen Hand zwingen, die Israeliten ziehen zu lassen. Das heißt, ich mache der Unterdrückung ein Ende. Ja, wenn ich ihn mit meiner mächtigen Hand zwinge, wird er sie sogar aus seinem Land jagen. Und Gott erinnert das Volk Israel daran, sagt, wer hat Fäden über den Herrscher von dieser Welt in seinen Händen? Nicht der Herrscher selber, es ist Gott. Denken wir daran, Kyros, der König der Elamiter und Perser. Es heißt über ihn, er Gott entflammte den Geist des Kyros, sodass dieser die folgende Erklärung abfassen und im ganzen Reich verkündigen ließ. Der Herr, der Gott des Himmels, er hat mich dazu bestimmt, ihm in Jerusalem, in Juda, ein Haus zu errichten. Und sogar ein gottloser Herrscher erkennt, Gott braucht mich jetzt für eins von seinen Vorhaben auf dieser Welt. Und ein Buch von der Offenbarung, im letzten Buch steht in Kapitel 17, Vers 17, denn Gott hat ihnen einen Plan eingegeben, der sie zu Werkzeugen seiner Absicht macht. Und liebe Gemeinde, wenn ich das heute Morgen so mit uns teile, dann werde ich uns zuerst mal daran erinnern, liebe Freunde, was geschieht auf dieser Welt, ist am Schluss sind nicht Auseinandersetzungen einfach zwischen menschlichen Herrschern. Es ist jemand, der über all dem wacht, Sachen zulässt, die ihm selber auch nicht gefällt, aber das letzte Wort hat nicht die Herrscher von dieser Welt, sondern hat unseren lebendigen Gott. Und ich glaube, das ist eine Aufforderung an uns, dass wir nicht einstimmen ins Lästern gegenüber einem Trump und gegenüber einem Putin und wie sie alle heißen. Denn wer weiß von uns,
was Gottes übergeordnete Ziel mit jedem Einzelnen ist. Christen haben eine andere Aufgabe. Im 2. Timotheus steht, vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet Gott für sie, dankt ihm, so sollt ihr für die Herrschenden und andere Menschen in führender Stellung beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt und anständig ist. Das ist gut und macht Gott, unserem Erlöser, Freude. Liebe Freunde, wir sollten nicht einstimmen ins Lästern und in die politische Diskussion in erster Linie, sondern wir sollten Menschen sein, die beten für die Herrscher von dieser Welt. Wir sollten Menschen sein vom Gebet, die einstehen. Dass jeder Nation von dieser Welt Menschen ihren Glauben dürfen frei wählen. Wir sollten dafür einstehen, dass jede Nation von dieser Welt das Evangelium von Jesus frei verkündigt werden. Das ist unser Gebet. Und wer weiß, die Geschichte zeigt uns auch das ist möglich, dass grosse Herrscher selber zum Glauben an Jesus Christus finden. Das Zweite ist, wie sollen wir umgehen mit dem ganzen Thema von Israel? Und ich frage heute ganz bewusst einmal, stelle die Frage auch in die Mitte, warum stehen Christen weltweit zu Israel? Und was heisst das? Schau, das heisst nicht alles Gutes heißen, was Israel tut. Auch Christen leiden mit dem Leid von der Zivilbevölkerung in Gaza. Es ist grausam und es dürfte nicht sein. Aber dann lasst uns auch verstehen, für uns sind viele Sachen nicht nachvollziehbar. Schaut, die Machthaber von der Hamas leben nicht in Gaza. Die leben alle außerhalb und sind bereit, ihre eigenen Leute für ihre politischen Überzeugungen leiden zu lassen. Die NZZ hat geschrieben vor ein paar Wochen, die Hamas würde nie einen objektiven Journalismus in Gaza zulassen. Sie sind Meister von einer politischen Agenda und sind Meister in der Kommunikation. Ich glaube, noch grösser, wenn wir das Bild noch grösser machen, dann müssen wir Folgendes sehen: Wir dürfen die Komplexität von dieser jahrhundertealten Geschichte im Nahen Osten nicht unterschätzen. Wer meint, aus dem, was er gehört von den letzten 3 Jahren, er könnte Geschichte verstehen, der hat 3000 Jahre Geschichte im Nahen Osten nicht verstanden. Es ist viel komplexer, es ist viel vielschichtiger, als wir oft denken. Ich will noch mal daran erinnern, was am 7. Oktober 23 passiert ist nicht ein Krieg, sondern es war Terror. Ein Krieg ist ein Angriff von einer Armee an die Armee von einem anderen Land. Terror ist der Angriff von Armeen auf die Zivilbevölkerung. 1200 Menschen sind umgekommen, 250 als Geiseln verschleppt worden. Kein anderes Volk auf dieser Welt leidet seit seiner Entstehung mehr und in dieser Gefahr ausgelöscht zu werden als Israel. Und wir dürfen auch einen Holocaust mit 6 Millionen Ermordeten, wir dürfen den nicht vergessen. Aber warum gibt es die Aggressionen gegen Israel? Und schaut, da möchte ich gerade für uns als Kirche etwas drin, was für uns entscheidend wichtig ist. Es sind nicht primär politische Sachen, sondern dahinter steckt ein geistliches Problem. Satan hasst Gottes Volk. Und sowohl das ethnische Israel wie auch das Volk Gottes im Sinne der Christen auf dieser Welt. Was hat Satan nicht alles dran gesetzt, wo der Messias gekommen ist, ihn umzubringen? Der Weihnachtsgeschichte werden wir daran erinnern, schon bei seiner Geburt. Und so erkennen wir, dass Israel Gottes auserwähltes Volk ist. Und was sollte unser Anliegen sein? Unser Anliegen sollte das Anliegen sein, das Jesus hatte für Israel. Und was war sein Anliegen? Er hat gesagt, wenn ihr doch nur würdet erkennen, was zu eurem Heil dient. Und von dem Anliegen hat sich für Jesus gar nichts verändert.
Und es ist auch unser Anliegen, dass Israel ihren Jeschua HaMashiach, Jesus, der Messias, der Gesalbte, dass sie Jesus dürfen erkennen. Und wie geschieht das? Römer 11 gibt uns ganz einen entscheidenden Hinweis darauf. Da sagt der Paulus, das Herz mancher Juden ist verschlossen, doch das wird nur so lange anhalten, bis die von Gott bestimmte Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern zu Christus gefunden hat. Dann wird ganz Israel oder Israel als eine Nation gerettet werden oder werden sie Jesus sehen. Ich will so sagen, wer Israel liebt, der wird es als vordringliches Anliegen sehen, dass die ganze Welt das Evangelium von Jesus Christus hören kann. Weil wenn das geschieht, wer sich einsetzt, für das Evangelium von Jesus in die Länder kommt von dieser Welt, der schafft mit am Heil und an der Erleuchtung von Israel. Das Erste ist unser Auftrag, das Zweite kann nur Gott tun. Das Dritte, wie sollen wir mit dem Bösen in dieser Welt umgehen? Auch mit dem Bösen, das wir hier erleben. Als echte Christen, dass wir vielleicht ausgegrenzt werden, dass wir bedroht werden. Ich weiss von einer Lehrperson, die hat gesagt, hey, wenn ein Kind fragt, ja, was glauben Sie? Ich darf nicht einmal mehr in der Schule zu meinem ganz persönlichen Glauben an Christus stehen. Aber ich darf mit ihnen Yoga machen, Meditation und lauter so Zeug. Wie gehen wir um mit Kräften auch in unserem Land, gecancelt zu werden wegen dem Glauben, beschimpft zu werden als Fundamentalisten? Und lasst uns darauf achten, dass wir nicht anfangen, menschlich zu reagieren. Schaut, hinter all diesen Sachen gibt es eine geistliche Dimension und die Bibel gibt uns definitiv Klarheit für das. Sie zeigt uns, schau mal, Satan, der vermutlich mal der herrlichste Engel war, den Gott erschaffen hat gegen Gott rebelliert und er ist gefallen. Und es ist er, der letzten Endes hinter allem Leid auf dieser Welt steht. Die Loslösung und Ablösung von Gott hat bei ihm, aber auch bei jedem anderen Menschen Türen geöffnet für Sachen, Handlungen und Taten und Gedanken, die abgrundtief sein können. Und was ist seine Agenda? Wenn ich etwas sagen kann, etwas Positives über den Satan, dann ist es das. Er ist seiner Mission treu geblieben. Und Jesus hat gesagt, er ist ein Lügner, er ist ein Verführer. Und er hat gesagt, er ist gekommen zum Rauben, zum Morden, zum Zerstören. Und die Mission hat sich seit Jahrhunderten nicht geändert. Und im Endzeit-Szenario der Offenbarung wird uns wiederholt gezeigt, wie riesig die Wut von Satan ist. Nicht nur auf die Menschheit, sondern ganz spezifisch auf Gott, auf das Volk von Gott, auf alles Göttliche, auf alles, was gut und heilig ist. Im Bild der Prostituierten, im Offenbarung 17,6 wird das so pointiert ausgedrückt. Es heißt dort, ich konnte sehen, dass die Frau, und ist dort das Inbild von aller Bosheit, von allem Satanischen, dass sie betrunken war vom Blut derer, die zu Gott gehören und sich zu Jesus bekannt hatten. Und sogar der Johannes sagt, ich starrte sie voll Verwunderung an, mir ist erst dort bewusst worden, wie abgrundtief die Leidenschaft Satans ist, die Menschheit kaputt zu machen. Aber Jesus sagt uns, und jetzt sind wir wieder im Thema von heute, hey, er sagt uns, die Herrschaft von Satan wird es definitiv Ende haben. Und das heißt in Offenbarung 20, Vers 10, dann wurde der Teufel, der sie betrogen hatte, zu dem Tier und dem falschen Propheten in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt, und sie werden in alle Ewigkeit gequält werden, Tag und Nacht. Tag von Satan sind zählt. Und das weiß er.
Seine Mission hat sich nicht geändert. Aber für die an Jesus glauben, für die gilt eine ganz andere Hoffnung, eine ganz andere Realität. Und das ist die von der Auferstehung, vom Leben und von der ewigen Zukunft. Und dass alle Bosheit von Gott einmal das Ende finden wird. Was ist das für eine Hoffnung? Und ich habe mich so gefragt, ich habe gesagt, Herr Jesus, bei all diesen Sachen, was ist jetzt für uns als Christen wichtig in der heutigen Zeit? Was gilt? Was ist entscheidend auch für unser Denken und wie wir durch die Welt gehen? Und da haben wir 2 Sachen aufs Herz gelegt. Und ich möchte dich teilen mit dir. Und das Erste ist das, dass wir uns wirklich als Gesandte von Gott sehen. Jesus hat gesagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Über deinem Leben steht eine Sendung vom Allerhöchsten. Und wir können uns fragen in diesem Zusammenhang, ja, sollte die Kirche politisch aktiv werden? Sollten wir demonstrieren, auf die Straße gehen gegen Leid und Unrecht? Und ich glaube, dass es etwas gibt wie eine persönliche Berufung von einzelnen Menschen, sich für das zu engagieren. Und ich sage mal so, mehr Christen in der Politik würde helfen, weil sie wie Salz sind. Salz, wo ein Schutz ist vor dem Zerfall, auch von der Gesellschaft. Und ich danke Gott für Daniel im Alten Testament, wo dieser Berufung und diesen offenen Türen, die Gott ihm geschenkt hat, wo dem gefolgt ist. Und dort seine Stimme erhoben hat, auch für Gott. Aber die Mission der Kirche über all die Jahrhunderte ist definitiv eine andere. Die Aufgabe der Kirche weltweit soll die sein, für Jesus zu leben und das Evangelium von Jesus zu verkündigen. Und ich will zwei Prominente, von den prominentesten Vertreter vom christlichen Glauben aus der Bibel herausnehmen, die uns das vorleben. Zuerst war Jesus. Jesus hat nie gegen die Besatzungsmacht der Römer geredet. Und Paulus hat nie die Missstände im römischen Reich angeprangert. Und wer wissen, ob es die gegeben hat, darf gerne Geschichten mal lesen. Es hat sehr, sehr viel gegeben, bis hin zur Sklaverei. Und die Frage ist, warum haben sie das nicht gemacht? Sie waren nicht aktiv gewesen. Aber sie haben darauf vertraut, dass die Botschaft vom Evangelium den Menschen grundlegend verändert. Schau, die Politik verändert nur bedingt. Jesus verändert total. Durch Jesus bekommt ein Mensch neue Werte, neue Ziele, neue Ausrichtung, eine neue Wertschätzung vom Leben. Er kann mit den Menschen nicht mehr gleich umgehen, wenn Jesus in ihm lebt. Und auf die transformative Kraft vom Evangelium haben sie vertraut und sollen auch wir heute vertrauen und sollen uns darum als Gesandte von Gott stehen, wo es Möglichkeiten gibt, sich zu Jesus zu stellen. Ich will es neu auch sagen, lasst uns mutig sein. Auskunft geben, sagt der Paulus, über die Hoffnung, die in uns ist. Und wenn die ganze Welt Weltuntergangsszenario hervorbeschwört und beschäftigt, ich sage, ich freue mich auf die Zukunft. Halleluja. Ich denke komplett anders. Ich bin nicht abgehoben von dieser Welt. Betrifft mich auch. Aber das ist nicht mein Lebensfokus. Lasst uns über die Hoffnung, die in uns ist. Die Hoffnung, dass Gott alles im Griff hat. Die Hoffnung, dass Gott letzten Endes regiert und dass Gott allem Leid und allem Böse auf dieser Welt das Ende wird bereiten. Lasst uns von dieser Hoffnung erzählen. Mutig sein, sich zu Jesus stellen, Gastfreundschaft üben, einladen. Es gibt so viele Möglichkeiten bis hin zum Live-Seminar, das wir jetzt dann haben, wo wir die frohe Botschaft weitergeben. Und lassen wir uns auch durch Androhungen nicht einschüchtern. Androhungen sind nichts Neues. Es sind eine jahrhundertealte Strategie vom Feind, Menschen mundtot zu machen.
Die erste Kirche hat das auch erlebt. Und weißt du, um was sie gebetet haben? Sie haben nicht gebetet, Herr, verändert die Politik, sondern sie haben gesagt, gib uns Mut. Mach uns kühn, für Jesus zu leben. Und wenn ich mit verfolgten Christen reden darf, und ich habe immer mehr auch die Möglichkeit, auch durch meine Reisen, berührt es mich, wenn sie sagen, Matthias, ich will nicht beten, in erster Linie um unseren Schutz. Das dürfen wir schon auch. Aber betet in erster Linie, dass Gott uns die Möglichkeit gibt, von Jesus zu erzählen. Weil eins wissen wir, das Leben auf dieser Welt können sie uns nehmen, aber nicht das Ewige. Und liebe Freunde, von dem dürften wir uns ein bisschen inspirieren lassen. Ich habe es im ersten Gottesdienst gesagt. Wenn jemand seinen Job verliert, weil er sich zu Jesus gestellt hat, nicht weil er frech war mit dem Chef, wenn wir eine Kirche sind, wo Menschen auch hilft in solchen Situationen und sagen, hey, weise, aber wir wollen zu Jesus stehen. Und das Zweite ist, sehe dich nicht nur als Gesandte von Gott in die Welt, ihn als Hoffnungsträger von Gott, sondern halt deinen Glauben selber heilig und brennend. Wie passiert das? Hey, zuerst einmal, lass dich nicht einschüchtern durch das, was geschieht auf dieser Welt. Was hat Jesus gesagt? Freut euch! Amen! An anderen Stellen hat Jesus gesagt, fürchtet euch nicht! Jesus hat gesagt, hey, wenn ihr hört von Kriegen, erhebt eure Häupter. In anderen Worten, smile, Jesus loves you. Smile, Jesus is on the throne. Ich glaube, das ist das, wie wir in den Alltag gehen. Mit dieser Freude von Gott. Erheb dein Herz, sag's dir am Morgen in den Spiegel, wenn du es brauchst und sagst, heute gibt es einen guten Tag, egal was die Presse sagt. Gott ist auf dem Thron. Das ist Grund- und Lebenseinstellung. Das ist der Spirit der Christen. Das Zweite ist, Jesus sagt aber auch in seinem Wort, kehr um. Kehr wirklich um. Hör auf mit aller Sünde im Leben. Schaut, wer leuchten will in dieser Welt, der muss ihm für Gottes auch die Möglichkeit geben, alles, was Gott nicht gefällt, rauszubrennen aus dem Leben. Und vielleicht ist das heute Morgen ein Moment da, wo du sagst, Herr, da ist mein Herz. Da hat es ein paar Sachen, die sind nicht Gold, die sind nicht edel. Die könnten nicht bestehen in deiner Heiligkeit. Weißt du, lass zu. Wieso willst du mit Sachen leben wollen, die im Feuer von Gott sowieso keinen Bestand hat? Wenn doch Gott über dein Leben sagt, dass dein Leben soll Gold und Edelstein und Unzerstörbares beinhalten. Wird ein Überwinder. Die Bibel sagt es so, seid heilig, wie auch Gott heilig ist. Dunkelheit, wo wir zulassen in unserem Leben, dämpft das Feuer von Gott. Darum lass es nicht zu. Und er baut dich selber in deinem Glauben an Jesus. Wie machst du das? Freu dich an Jesus. Freut euch im Herrn alle Zeit, sage ich. Und abermals sage ich, freut euch heißt. Bet auch in neue Sprachen. Paulus sagt, ich tue das mehr als ihr alle, weil ich weiß über den Impact, was es hat in meinem Glauben an Jesus. Lies die Bibel, such nicht Absonderung in deinem Leben von anderen Christen, sondern such Gemeinschaft, stecken wir einander an. Aber teile auch deinen Glauben. Schau, brennende Christen können etwas von dieser Wärme und von dieser Liebe Gottes in dieser Welt wirklich auch weitergeben. In einer Welt, wo die Liebe immer kälter wird. Und weiter dien Gott dort, wo du bist. Es heisst im 1. Korinther, willst du mal lesen, bleibt unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Ich kann mich gut erinnern, ich bin in der Jugend, als ich der Royal Rangers Leiter war vor vielen Jahren, hatte ich einen ganz schweigsamen Bub gehabt. Der ist 2-3 Jahre gekommen zu mir, zu den Rangers, der hat praktisch nie etwas gesagt.
Und ich war wirklich mal sehr entmutigt gewesen. Und seine Mama war Missionarin gewesen. Und da hat sie mir diesen Bibelvers gegeben. Da habe ich gesagt, okay, ich glaube daran, dass die Bibel mehr Recht hat als meine Interpretation von der Realität. Gestern habe ich den Peter gesehen. Der ist heute Familienvater von 5 Kindern. Dient Gott mit seiner ganzen Familie, hey, eine Family, die einfach so eine Freude ist. Und gestern sagte er, Matthias, du hast mir so viel beigebracht, dennoch. Und er hat mir Geschichte nach Geschichte erzählt. Ich kann mich an praktisch keine mehr erinnern, aber in seinem Leben hat es einen Impact gehabt. Und ich habe gedacht, Herr, ich habe immer gemeint, das bringe ich nichts. Und dann kommt Gott und sagt, Matthias, schau, du siehst nicht immer, was es bringt im Moment, wo du etwas tust. Aber was du tust für Gott, wird nicht vergeblich sein. Und eines Tages werde ich von dem Gold viel haben bei Gott. Eines Tages werde ich von dem viel haben, vom Thron Gottes. Wenn nämlich das Größte geschieht in dieser Weltgeschichte, und das ist nicht die atomare Aufrüstung, das ist auch nicht ein atomarer Krieg, das ist nichts im Vergleich zu dem, was noch kommt. Das wird auch leuchten, aber ganz anders. Das ist, wenn Jesus zurückkommt auf die Welt. Wenn er kommt für die Menschen, die ihm geglaubt haben, die ihm treu sind und die dieser Botschaft vom Evangelium vertraut haben. Was für ein Tag! Was für ein Tag! Entschuldigung, wenn ich ein bisschen ins Schwärmen komme, aber es wird zum Schwärmen sein. Lasst uns noch aufstehen miteinander. Ich habe noch einen Bibelvers rausgesucht aus der Offenbarung zum Lob von Gott. Und das Worship-Team darf kommen und uns schon dem praktisch weiterführen. Und vielleicht können wir den Text noch, auch heute Morgen, es ist eine Zusammenfassung eigentlich von der Predigt von heute, noch miteinander auch laut lesen. Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr Gott, Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, König der Völker. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen verherrlichen? Denn du allein bist heilig. Alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar worden. Amen, Amen. Geben wir doch Gott Ehre. Geben wir ihm wirklich die Ehre. Amen, 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 Amen. Und ich glaube, das werden wir gerade machen. Wir werden einfach in eine Zeit gehen, wo wir Gott anbeten. Und ich möchte unsere Mitarbeiter, die im Gebet dienen, schon bitten, führen zu kommen. Wir werden heute einfach vor Gott stehen und werden ihn wirken lassen, uns. Hey, und wenn dein Glaube neu entzündet muss werden, darfst du zu ihm kommen und sagen, Herr, lass neu brennen in mir. Wenn es etwas muss verbrennen, ich bitte dich, dann geh nicht raus, bevor du nicht eine Begegnung mit Jesus gehabt hast, wo du sagst, Jesus, ich trenne mich wirklich von dieser Sache in meinem Leben. Ich möchte heilig sein, rein sein. Aber vielleicht bist du auch da und du kennst die Angst vom Leben und es ist das, was dich beschäftigt, dann darfst du heute Morgen kommen zu Jesus und darfst ihm sagen, gib mir eine neue Offenbarung von der Kraft von deiner Auferstehung, von deinem Sieg. Du gibst mir den Sieg über den Tod. Du gibst mir den Sieg über jede Anfechtung in meinem Leben. Das ist Jesus. Wir wollen zugleich auch beten, wirklich für Menschen heute Morgen. Ich glaube, für Menschen, die angefochten sind, Menschen, die durch Herausforderungen gehen im Leben, die einfach sagen, hey, ich wäre froh, Gott könnte mir ganz besonders helfen. Dann darfst du vorkommen, wir beten für dich. Und das Allerwichtigste, wenn du da bist und du bist nicht sicher, dass du Frieden hast mit Gott, dass du Vergebung hast von deinen Sünden und ein reines Herz hast, dann möchte ich dich einladen, dass du, wenn wir jetzt mit dem Worship-Team auch singen, dass du auch vorkommst, lass mit dir beten, dort von den Mitarbeitern da. Und du darfst erleben, wie Jesus deine Sünde vergibt, wie Jesus dir Frieden gibt und wie du weißt, wo deine Zukunft wird sein. Das ist das, was Gott tut.
Amen.